Swiss German Storytime mit dem Thomas. Die Schatzinsel. Kapitel 10 Seefahrt. Den ganzen Tag haben wir viel zu tun gehabt, alles richtig zu verstauen. Ganze Boot voll mit Freunden vom Squire, wie der Herr Blandley und so weiter, sind an Bord gekommen, um immer gute Reise und eine baldige Heimkehr zu wünschen. Im Admiral Benbow haben wir niemals an einem Abend auch nur halb so viel zu tun gehabt. Und ich war hundemüde gewesen, wo kurz vor der Morgendämmerung der Bootsmann gepfiffen hat und die Mannschaft an die Ankerwände getreten ist. Aber wäre ich noch einmal so müde gewesen, so wäre ich doch nicht von Deck gegangen. Alles war für mich so neu und merkwürdig gewesen. Die kurzen Befehle, der schrille Klang der Pfeife, die Eile, mit der die Leute im trüben Licht der Schiffslaterne an ihre Plätze geeilt sind. «Was meinst du, Barbecue? Stimm uns ein Lied an!» hat eine Stimme gerufen. «Das Alte!» hat ein anderer geschrauen. «Jawohl, Jungs!» hat der Long John gesagt, der mit seiner Krücke unter dem Arm dabei gestanden ist, und sofort hat er die Weise und die Worte angestimmt, die ich so gut kennt habe. 15 Mann bei des Toten Kist. Und die ganze Mannschaft ist im Chor eingefallen. Joho! Und ne Buddel, Buddel rum. Und beim dritten Ho haben sie sich mit Macht aufs Gangspiel geworfen. Trotz der Aufregung vom Augenblick habe ich mich sofort wieder in alten Admiral Benbow zurückversetzt gefühlt. Und es ist mir gesehen, wie wenn ich die Stimme vom Captain aus dem Chor raushören. Aber bald ist der Anker über Wasser gesehen, bald ist er triefend am Bug gehangen, bald haben sich die Segel aufgebläht und Land und Schiff sind zu beiden Seiten an uns vorbeigelitten. Und bevor ich mich herlegen konnte, um ein Stündchen Schlaf zu verwutschen, hat Hispaniola ihre Fahrt zu der Schatzinsel angetreten. Ich will die Fahrt nicht in allen Einzelheiten beschreiben. Sie ist gut vonstatten gegangen, das Schiff hat sich als ein guter Segler erwiesen, die Leute sind tüchtige Matrosen gesehen und der Kapitän hat seine Sache verstanden. Aber bevor wir an der Schatzinsel angelegt haben, hat sich allerlei ereignet, was ich hier mitteilen muss. Vor allem hat sich der Steuermann Arrow noch schlimmer gezeigt, als der Kapitän gefürchtet hat. Er hat keine Gewalt über die Mannschaft gehabt und die Leute sind mit ihm umgesprungen, wie sie Lust hatten. Aber da ist noch nicht einmal das Schlimmste gewesen. Denn kaum sind wir ein paar Tage auf See gesehen, so hat er angefangen, mit verschwommenen Augen, einem roten Gesicht, stotternden Zunge und anderen Anzeichen von Betrunkenheit auf Deck zu erscheinen. Wieder und wieder ist er mit Schimpf und Schande in seine Koje geschickt worden. Manchmal ist er umgekehrt und hat sich dabei verletzt. Manchmal ist er den ganzen Tag in seiner kleinen Koje gelegen, auf der einen Seite der Deckshütte. Manchmal ist er ein Tag oder sogar 2 fast nüchtern gewesen und hat seinen Dienst wenigstens einigermaßen tun. Dabei haben wir nie herausfinden, woher er den Brandwein bekommen hat. Es war unser Schiffsgeheimnis gewesen. Wir wollten noch so scharf aufpassen. Es ist uns nicht gelungen, das Geheimnis aufzuklären. Hätte man ihn gerade ins Gesicht gefragt, so hätte er nur gelacht, wenn er besoffen war. Und wenn er nüchtern war, hat er feierlich behauptet, er trinke niemals einen Tropfen ausser Wasser. Er ist nicht nur als Offizier nicht zu brauchen gesehen und hat nicht nur einen schlechten Einfluss auf die Leute ausgeübt, sondern es ist auch klar gesehen, dass er bei einer solchen Lebensweise noch mehr lange leben könnte. Darum ist kein Mensch sonderlich überrascht oder auch nur betrübt gesehen, wo er in einer dunklen Nacht bei schwerem Seegang vollständig verschwunden ist und noch mehr gesehen worden ist. «Über Bord!» hat der Kapitän gesagt. «Jetzt, meine Herren, da erspart uns die Verlegenheit, ihn in Eisen zu legen.» Aber jetzt haben wir keinen Steuermann mehr gehabt. Es ist darum natürlich notwendig gewesen, einen der Matrosen zu dieser Stelle zu befördern. Der Bootsmann Hiob Andersen hat den Anschein gemacht, sich von allen an Bord noch am besten dazu zu zeichnen. Er hat zwar seinen Rang behalten, aber er hat gewissermaßen den Dienst als Steuermann gehabt. Der Herr Trelawney ist viel zu See gefahren und seine Kenntnisse haben ihn sehr nützlich gemacht, weil bei gutem Wetter hat er oft eine Wache gehalten. Der Schaluppenmeister Israel Hands ist ein sorgsamer, besonnener
und erfahrenen alten Seemann gewesen, dem man im Notfall so ziemlich alles hat anvertrauen konnte. Er war sehr befreundet mit dem Long John Silver und so bringt mich die Erwähnung von seinem Namen ganz naturgemäß darauf, hier von unserem Schiffskoch zu reden. Der Barbecue, wie die Leute ihn genannt haben. Seitdem er an Bord war, hat er seine Krücke an einem Bindfaden um den Hals angehabt, um beide Hände möglichst frei zu haben. Es war wirklich der Mühe wert, ihm zuzuschauen, wie er das Fußende von seiner Krücke gegen einen Balk gestemmt hat, sich auf diese Weise gestützt hat und, jeder Bewegung vom Schiff nachgebend, seine Kocherei so flink und gewandt besorgt hat, wie wenn er auf festem Land gewesen wäre. Noch komischer ist es zum Anschauen, wie er im schwersten Sturmwetter über Deck gegangen ist. Er hat sich ein paar Tauringe an geeigneten Stellen angebracht, um über die weitesten Zwischenräume zu kommen. Am Long John seine Ohrringe sind genannt worden. Mit ihrer Hilfe hat er sich von einer Stelle zu der anderen bewegt, indem er sich mal auf seine Krücke gestemmt hat, mal die am Bindfaden hinter sich hergeschleppt hat. Und das hat er so schnell gemacht, wie irgendein anderer Mensch hat laufen können. Trotzdem haben einige der Leute, die schon früher mit dem C gefahren sind, häufig davon geredet, wie jammerschade es doch sei, dass der Mann sich in einem solchen Zustand befinde. Der ist kein gewöhnlicher Mensch, unser Barbecue, hat der Schaluppenmeister eines Tages zu mir gesagt. Er hat in seinen jungen Tagen etwas in der Schule gelernt und kann reden wie ein Buch, wenn er gerade Lust hat. Und mutig ist er. Ein Leu ist nicht zu vergleichen mit dem Long John. Ich habe gesehen, wie er 4 Männer gepackt hat und mit den Köpfen zusammengeschlagen hat. Dabei war er unbewaffnet. Die ganze Mannschaft hat ihn geachtet und hat ihm sogar gehorcht. Er hatte eine besondere Art gehabt, mit jedem zu reden und jedem Einzelnen ganz besonders gefällig zu sein. Zu mir war er immer freundlich. Er hat sich immer gefreut, wenn ich zu ihm in seine Kombüse gekommen bin, wo er so sauber gehalten hat wie eine neue Schüssel. Die Pfannen haben ganz blank geputzt an ihrer Höhe gehangen und im einen Eck ist sein Papagei im Käfig gesessen. «Komm mal rein, Hawkins», hat er viel gesagt. «Komm und rede ein bisschen mit dem John. Bist mir immer willkommen, mein Sohn. Hock her und los, was Neues gibt. Da ist der Captain Flint. Ich nenne meinen Papagei Captain Flint nach einem berühmten Seeräuber. Da ist der Captain Flint und prophezeit unserer Reise Erfolg. Nicht wahr, Cap?» Und der Papagei hat dann mit grosser Zungenfertigkeit geschrauen: «Piaster, Piaster, Piaster», bis der John sein Nastuch über den Käfig geworfen hat. «Schau mal», hat er dann gesagt. «Der Vogel, der ist vielleicht fast 200 Jahre alt, Hawkins. Sie leben fast ewig. Und wenn einer mehr Rauchlosigkeit gesehen hat, dann muss da der Teufel selber sein. Der Vogel ist mit England gefahren, mit dem grossen Captain England, einem Pirat. Er ist auf Madagaskar gesehen und auf Malabar und Suriname und Providence und Portobello. Er war dabei, wo die gescheiterten Silberschiffe wieder aufgefischt worden sind. Dort hat er das Geplapper von den Piasten gelernt. Und ist wohl kein Wunder. 350'000 sind es gesehen, Hawkins. Er war dabei, wo der Vizekönig von Indien aus dem Hafen von Goa rausgeholt worden ist. Jawohl, da ist er gesehen. Und wenn du ihn so anschaust, willst du denken, er wäre unschuldig, wie ein kleines Kind. Aber du hast Pulver gerochen, nicht wahr, Captain? «Mach, dass du weiterkommst», hat der Papagei gekreischt. «Tja, er ist ein hübsches Kerli», hat der Koch gesagt und hat ihm ein Stück Zucker aus der Tasche gegeben und dann hat der Vogel gegen die Stäbe vom Käfig gehackt und dabei so gräulich geflucht, wie man sich's nicht vorstellen kann. «Tja», hat der John dann zu sagen gepflegt, «man kann kein Pech anlangen und dabei reine Finger behalten, mein Bub. Da flucht mein armer, alter, unschuldiger Vogel das Blaue vom Himmel ab und hat dabei keine Ahnung, was er sagt. Darauf kannst du dich verlassen.» Er würde genau gleich fluchen, wenn er mit einem Kapitän zusammen wäre und würde denken, es sei nur eine gemütliche Unterhaltung. Während der ganzen Zeit sind der Squire und der Kapitän Smollett immer noch auf sehr gespanntem Fuß gestanden zueinander. Der Squire hat gar keinen Hehl daraus gemacht, dass er vom Kapitän gering gedacht hat.
Der Kapitän seinerseits hat nur geredet, wenn er angeredet worden ist. Und dann sind seine Antworten scharf und kurz und trocken gewesen. Nie ein Wort zu viel. Wenn er ins Eck getrieben worden ist, hat er zugegeben, er scheint sich in Bezug auf die Mannschaft geirrt zu haben. Ein paar von ihnen seien wirklich flotte Matrosen und alle hätten sich ziemlich gut benommen. Ins Schiff war er geradezu verliebt gewesen. Oft hat er gesagt, sie liegt ein Strich näher am Wind, als ein Mann von seiner Ehefrau kann verlangen. Aber, hat er dann immer noch hinzugefügt, ich sage nur so viel, wir sind noch nicht daheim und die ganze Kreuzfahrt gefällt mir nicht. Dann hat sich der Squire umgedrüllt, hat das Kühne in die Luft geworfen und ist so auf dem Deck auf und ab marschiert. Wenn ich von dem Mann noch ein bisschen mehr überkomme, hat er zu sagen gepflegt, dann gang ich in die Luft. Wir hatten zuweilen schweres Wetter gehabt, aber dabei haben sich die grossartigen Eigenschaften der Hispaniola umso mehr gezeigt. Alle Leute an Bord sind scheinbar recht zufrieden gewesen. Und sie hätten zwar von Natur aus sehr unzufriedene Menschen sehen müssen, wenn es anders der Fall gewesen wäre. Weil ich bin der Meinung, niemals ist eine Schiffsmannschaft so verwöhnt worden, seit der Noah in See gestochen ist. Doppelter Grog ist bei jedem nur erdenklichen Anlass ausgeteilt worden. Zumindest in der Woche hat es Pudding gegeben, zum Beispiel, wenn der Squire gehört hat, dass einer der Leute Geburtstag hätte. Und eine Tonne voll Äpfel ist offen auf dem Mitteldeck gestanden, sodass jeder nur zu lange gebraucht hat, wenn er Lust hatte. Ich habe noch nie gehört, dass so etwas gut tun hat der Kapitän zum Dr. Livesey gesagt. Verwöhnst Matrosen machst den Teufel aus ihnen, sagt das Sprichwort. Und da ist auch meine Meinung. Tatsächlich hat die Äpfeltonne doch etwas Gutes zu tun, wie man wird hören. Denn wäre die nicht gesehen, so hätten wir keine Warnung bekommen und wären vielleicht alle meuchlerisch ermordet worden. Und da ist so gekommen. Wir sind von der Passatwind gefahren, um auf die Laufseite von dieser von uns gesuchten Insel zu kommen. Deutlicher darf ich mich nicht ausdrücken. Und haben jetzt Tag und Nacht scharfen Ausguck nach unserem Ziel gehalten. Nach allen Berechnungen hätten wir am letzten Tag von unserer Reise sehen müssen. Wahrscheinlich noch in der Nacht oder jedenfalls vor dem nächsten Mittag hätten wir die Schatzinsel müssen sichten. Wir haben nach Süd-Südwest gesteuert, haben eine steife Brise im Stern und eine ruhige See. Die Hispaniola ist ihren sicheren Kurs gefahren und hat ab und zu ihren Bugspriet eingetaucht, sodass eine Sprühwelle über sie hinweggegangen ist. Alles ist gut vonstatten gegangen und alle Leute sind die beste Stimmung gesehen, weil wir jetzt am Ende vom ersten Teil von unserem Abenteuer nahe gewesen sind. Als ich gerade nach Sonnenaufgang mit allen meinen Arbeiten fertig war und zu meiner Koje gegangen bin, da ist mir in den Sinn gekommen, dass ich Lust auf einen Äpfel habe. Ich bin aufs Deck gelaufen. Die Leute von der Wache haben alle Fürsche nach der Insel Ausschau gehalten. Der Mann am Helm hat nach den Segeln geschaut und hat leislich vor sich hingepfiffen. Und da war der einzige Ton, der zu hören war, ausser dem Klatschen von der Wellen gegen den Bug und die Seite vom Schiff. Ich bin in die Äpfeltonne hineingestiegen und habe gesehen, dass kaum noch ein Äpfel übrig war. Aber ich habe mich im Dunkeln hergehockt und da hat mein Klatschen vom Wasser und die wiegende Bewegung vom Schiff wohl schläfrig gemacht. Ich bin entweder schon eingeschlafen gesehen oder bin auf jeden Fall kurz davor gesehen, wo auf einmal ein Mensch sich schwer gegen das Fass gehockt hat. Die Tonne hat geschwankt, wo er seinen Rücken angelehnt hat. Und ich wollte gerade aufspringen, da hat der Mann angefangen zu reden. Es war Silver seine Stimme und bevor ich ein Dutzend Worte gehört hatte, hätte ich mich um die ganze Welt nicht sehen lassen, sondern ich bin da gehockt in meinem Fass und habe gehorcht, vor Angst und Neugier am Zittern. Denn diese Dutzend Worte haben mir gezeigt, dass das Leben von allen ehrlichen Menschen an Bord von mir allein abhängt.